Deftig, fein und einfach zubereitet. Omas Hähnchen mit Kartoffeln. Lass dich überraschen. Wichtigste Zutat schon gefunden. Brauchst du das zum Trinken oder für... Es ist gut, du gehst nachher. Ich mache hier das weiter, allein. Sonst würde was fehlen. Deswegen nur eine Dose, genau. Da brauche ich tatsächlich zum Kochen. Ich brauche wirklich zu dem Hähnchen brauche ich noch Bier, Butter. Mache ich Kartoffeln dazu, quasi als Beilage und nutzen wir den ganzen Saft, oder? Olivenöl und verschiedene Städtegewürze. Ich bin gespannt. Bis nachher. Bis nachher. Ciao, Dankeschön. ciao. Tschüss. So, was bis jetzt passiert ist, habe als allererstes den Ofen eingeschaltet. Bei mir jetzt Umluft 200 Grad. Dann habe ich die Kartoffel geschält und geschnitten. Die kommen jetzt gerade in so eine Auflaufform. Ein bisschen Olivenöl am Boden, damit wir sicher nichts am Boden verkleben kriegen. Und da kommen diese Kartoffelstückchen rein. Die Kartoffel, also Herdöpfel mit Herdöpfelgewürz. Ich mache noch ein bisschen gefriergetrockneten Knoblauch. Einmassieren, das kann ich hier noch auf der Seite lassen. Ich mache hier das Kügeligewürz, also fürs Hähnchen, in diese Butter oder auf die Butter da. Und natürlich kehre ich zuerst mal die alle so um. Jetzt schön mit dem Hähnchen oder mit dem Kügeligewürz massiere ich schon mal ein. Dann habe ich das schön hier unten. Ne? Ein bisschen kommt natürlich auch auf die Haut. Und jetzt die Butter habe ich auch mit dem Gewürz hier, oder, vorbereitet. Viele Leute sagen, ja, wenn ich Pulle im Ofen mache, ist nachher so trocken. Dann machst du mal richtig. Also Butter jetzt mit dem Kügeligewürz vorbereiten und dann kommt das wirklich so am Stückchen unter den Haut. Also ich nehme wirklich die Haut hier so, ich löse das ein bisschen, nicht komplett, aber ich mache das so, dass ein bisschen Abstand ist und dann kann ich gut hier mit Butter füllen. Habe ich nicht schon mal gesagt, alles was gut ist, wird noch besser mit Butter. So bleibt das Fleisch unter der Haut saftig, gewürzt. Ich habe hier in die Butter auch gewürzt und die Haut wird schön knusprig nachher auch noch. Das mache ich jetzt bei allen Stückchen. Überall hier kommt ein bisschen Butter rein. Also ich habe noch ein bisschen Butter hier schon zubereitet. Dann mache ich auch noch einfach so ein bisschen verteilen über die Stückchen, das wieder so schön zumachen. Ich lege diese Hähnchenstückchen hier über die Kartoffelstück. Die werden nachher Saft abgeben und das kommt auf diesen Kartoffeln. Also ich mache immer die Haut gegen oben, damit schön knusprig werden kann. Sehr gut. Jetzt fürs Kochen haben wir was verdient. Es gibt noch ein Bier, aber nicht für mich, sondern fürs Hähnchen. Da kommt hier drauf. Sag mir, kann das schlecht werden? Sicher nicht. Und da bringe ich in den Ofen, der eben schon vorgeheizt ist. Ich werde da auf der Mittagszeit noch ein bisschen kontrollieren, hat es noch genug Bier unten, ist das schon zu trocken und es riecht. Es riecht fantastisch, also schnell ab damit in den Ofen. Noch ein bisschen, ne, würde ich sagen, oder? Es läuft da schon das Wasser im Mund, weil so fein riecht hier. Stelle den Ofen ab. Aufpassen. Siehst du das? Du riechst das nicht, aber siehst du das, wie wunderbar, wie knusprig diese Haut ist? Wow. Ich hole den Steady. Sie müssen das sofort probieren. Steady! Oma! Nein, so kannst du nicht kommen. Du kriegst nichts bei mir. Oh oh. Ich gebe dir jetzt, Oma. Also, meine Wow, sieht fantastisch lecker aus. Knusprig ein bisschen. Oh, und jetzt ist immer das Thema. Ich denke, du nimmst das Kleine, ich nehme das Große, oder? Können wir gern. Aber aufpassen, der Große hat Knochen drin. Das Bier ist weg. Ja, ich hatte Durst beim Kochen. Ach so, okay, das gönne ich dir natürlich. Und jetzt seht ihr alle, dass Aber ich... pass auf, es ist heiß. Gell? Ist es heiß? Oh, schau mal, wie schön das die Haut ist, ganz knusprig. Und es ist heiß. Butter. Butterzart, sehr aromatisch. Kurz vorbereiten, reinschieben, warten, essen. Schmeckt das Bier? Ja, natürlich. Sehr vielen Dank. Bevor ich das in den Mund nehme, sage ich Tschüss. Das war mein Stück übrigens. Ja? Ja, danke fürs Vorbereiten. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal, genau. Und wie gesagt, sofort nachkochen, weil nächste Woche kommt schon das nächste Video. Tschüss. Genau. Ciao, ciao. Bye, bye.